Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren FC Bayern Talk. Ja Leute, diesmal zum 4. Bundesligaspieltag, zum Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach, Endergebnis 1:1. Ja, wir haben 5 Minuten nach dem Spiel, ich bin immer noch ein bisschen unter Feuer. Ja, ich denke, der unverdienteste Punktverlust, den man erleiden konnte heute. Ja, wer da irgendwie eine andere Meinung hat, der soll sich in die Ecke stellen und schämen. Also von unserer Seite gibt es nichts vorzuwerfen. Wir haben ein super Spiel gemacht. Sehen durch einen individuellen Fehler, der immer mal passieren kann, in Rückstand geraten, wobei ich da den Neuer auch nicht rausnehmen würde bei dem Gegentor. Ja, dass er den Ball halt mal nicht trifft, dass der Ball da ein bisschen verspringt, wie auch immer. Bei Upa, ja, ist halt so. Er hat ein super Spiel gemacht, auch davor, wie oft der Thuram da im Zweikampf niedergemacht hat, und auch danach hat er ein souveränes Spiel gemacht. Auch davor, die Spiele waren alle super. Also absolut kein Vorwurf an Upa, kann jedem mal passieren, so ein Ball. Also, ich meine, man hat gesehen, die haben ja auch noch hinterhergesetzt. Ja, warum der Neuer dann da rauskommt und so im Halbfeld steht, habe ich nicht wirklich verstanden. Warum er da nicht auf der Linie geblieben ist, was will er da machen? Also, wenn er einen Winkel verkürzen will, ja, dann muss er auch dann richtig auf den Mann gehen. Aber Upa war ja noch dran. Wäre auf der Linie geblieben, ja, hätte auf jeden Fall eine viel, viel höhere Chance gehabt, den Ball zu halten. Aber auch da, im Nachhinein ist man immer schlauer, aber ist halt neuer Spielweise, hat uns in anderen Spielen durch solche Aktionen schon oft genug den Arsch gerettet. Heute halt einfach nicht. Dadurch sind wir 0:1 zurückgegangen. Völlig, völlig unverdient. Gladbach hat halt einfach gar nichts gemacht für das Spiel. Ja, keine Ahnung. Wer sich das irgendwie schönreden möchte als Gladbacher, kann das gerne tun. Für mich hat das nicht viel mit Fußball zu tun gehabt. Erst recht nicht, wenn man sich da so hinstellt wie, keine Ahnung, die Mannschaft der Stunde nach uns irgendwie, von wegen, wir haben den meisten Ballbesitz in der Liga und so weiter. Und wenn man dann 90 Minuten mit 11 Mann, stimmt nicht, Entschuldigung, mit 9 Mann im eigenen 16er steht und Thuram vorne stehen hat und Sommer im Tor, ja, keine Ahnung, ich habe keine Stimmen gehört jetzt nach dem Spiel. Da tue ich mir erst gar nicht an. Aber ja, mit Fußballspielen von Gladbacher Seite hat das nichts zu tun gehabt. Also, da denke ich, da sind wir uns alle einig. Ja, klar kann man jetzt sagen als Gladbacher, jo, was sollen wir anderes machen? Ist nun mal der FC Bayern, alles gut, kann ich verstehen, dass man so auftritt. Solange man das dann auch so kommuniziert, ist ja alles gut. Aber wenn man sich da jetzt irgendwie hinstellt und sagt, ja, wir haben ein gutes Spiel gemacht oder sonst was, dann wird es halt einfach lächerlich. Wie gesagt, ich habe keine Stimmen gehört, deswegen kann ich dazu jetzt nichts sagen. Das wollte ich einfach nur ansprechen. Wie gesagt, von unserer Seite aus, ja, gibt es wenig zu kritisieren. Wir haben ein super Spiel gemacht. Ja, sind ein bisschen schwer reingekommen. Was man vielleicht ein bisschen ankreiden kann, sind die Standards. Wir hatten, glaube ich, in den ersten 10 Minuten 3 Ecken, 2 Freistöße. Da muss einfach mehr Gefahr raus entstehen. Ja, da ist halt gar nichts draus entstanden. Absolut gar nichts. Absolut gar keine Gefahr. Auch in der gesamte erste Halbzeit, wir hatten irgendwie 6 Ecken, 4 oder 5 Freistöße aus gar nicht so schlechten Positionen. Da muss einfach mehr rauskommen. Ja, man hat sich noch am zweiten Spieltag oder was war das erste Spieltag so gefeiert für den Freistoß. Also da sollten wir nochmal Standardsituationen trainieren. Entweder müssen die beiden Innenverteidiger noch viel weiter vorne rein bei so Standards, und dann muss irgendwas hinten anders abgesichert werden. I don't know, oder man muss das irgendwie anders ausspielen, aber das war heute einfach ideenlos bei den Standards. Ansonsten war es ja sehr variabel, ja. Mitte war komplett zu, was zu erwarten war, ja, dass die Mitte zu ist. Ich denke, man hat auch gesehen, ja, dass Sané sich sehr schwer getan hat, gerade erste Halbzeit. Ja, er ist ein Guten, ja, keine Frage, aber wenn man dann mal den Vergleich mit Musiala gesehen hat, der leider viel zu spät eingewechselt wurde, meines Erachtens nach, weil das war genau das Spiel für Jamal, ja. Die stehen in der Mitte einfach komplett zu, und das ist sein Spiel. Der kann auf engen Raum, wenn da 3 Leute stehen, hat er Ideen, und ja, und Sané hat das in einer gewissen Weise auch, aber das war heute dann auch nicht wieder so stark, und
Ja, da muss man ein bisschen mehr erwarten, wie ich finde. Ansonsten Coman außen war bärenstark, wenn er die Bälle gekriegt hat. Davies war viel Licht und Schatten heute, hat viel versucht auf seiner Seite dann, aber wie gesagt, Davies ist auch als linker Verteidiger auf dem Platz und nicht als Linksaußen wie ein Coman. Ja, wie gesagt, das war schon. Ich kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Wir können ja mal am besten, bevor wir erstmal weiterreden, mal einen Blick in die Statistiken werfen. Habe ich auch noch nicht getan, aber ich habe die Statistiken natürlich auf Sky schon mitgekriegt. Also, das sollte eine eindeutige Sprache sprechen. Gucken wir mal rein. Ich bin auch nochmal aktualisieren. Die sind ja manchmal ein bisschen langsam. Ballbesitz 68,7 zu 31,3. Ja, weil Gladbach ja die Mannschaft ist mit dem meisten Ballbesitz in dieser Bundesliga. Ja, sie haben auch zweimal gegen 10 Mann gespielt und so weiter und so fort. Also das war schon alles ein bisschen. 7 Abseitsstellungen. Zu den Abseitsstellungen kommen wir gleich noch. Fouls 13-7, Zweikämpfe 52 zu 47. Schüsse aufs Tor 20-3, Schüsse insgesamt 33-5, Ecken 14-1. Angekommene Pässe 542 zu 196, Flanken 19-1. Ich denke, das spricht. Das spiegelt das Spiel in etwa wieder. Ja, Gladbach hat halt einfach kein Fußball gespielt. Schüsse insgesamt: Sané 4, Mani 4, Pavard 2, Torschussvorlagen, Musiala 1. Weiß ich nicht, Torschussvorlagen haben. Ich glaube, das zählt immer nur für das Tor halt, ne? Und nicht auch für die Schüsse, die aufs Tor gehen. Gewonnene Zweikämpfe: Pavard 8, Coman 8, Sané 6. Ballkontakte 131 Kimmich, Pavard 186 Davies. Gefoult worden und so ein Mist schenken wir uns einfach mal. Ja, ich denke, die Statistiken untermauern einfach meine These und meinen Eindruck vom Spiel. Da denke ich, kann mich auch keiner irgendwie vom Gegenteil überzeugen. Wie gesagt, dass man so auftritt in München bei uns, kann ich nachvollziehen. Dass man das als Gladbach macht, gerade mit den Sprüchen im Vorhinein, ist dann leider ein Trauerspiel in meinen Augen. Ja, vom Mitspielen oder sonst was kann man da wohl nicht reden, denke ich. Klar, hat der Sommer mal wieder gut gehalten, hat er ja mal öfters so einen Tag gegen uns. Fairerweise muss man aber auch sagen, dass teilweise auch die Bälle zu zentral waren. Aber nichtsdestotrotz hat er ein paar sehr, sehr gut gehalten, gar keine Frage. Ja, und dann kommt sowas halt zustande. Ne? Wie gesagt, zu kritisieren gibt es bei uns relativ wenig. Wie gesagt, die Anfangsphase vielleicht sind ein bisschen schwer reingekommen. Die Standards, wir haben es auch gerade gesehen, was haben wir insgesamt? 14 Ecken. Da sind noch keine Freistöße bei. Wir hatten auch noch 5, 6 Freistöße aus guten Situationen. Das sind 20 Standardsituationen, ja. Und davon war nicht eine gefährlich. Also das muss man ganz klar ansprechen und das muss man besser machen. Gerade in solchen Spielen sind Standards super wichtig, ja. Um mal einen ganz anderen Cut einzulegen, der Schiri war eine absolute Katastrophe. Das ganze Schiri-Gespann war eine absolute Katastrophe. Keine Ahnung, welche Regel sagt, dass unser erstes Tor abseits ist. I don't know. Kann ich beim besten Willen nicht nachvollziehen. Ja, wenn dem Torwart die Sicht verdeckt ist, beim Schuss aufs Tor, wenn da jemand im Abseits steht, kenne ich das, dass dann Abseits gepfiffen wird, auch wenn der Spieler den Ball nicht berührt. Ich habe keinerlei Aktion gesehen, wo ein Sané irgendwie die Sicht versperrt hat oder irgendwie da eingegriffen hat. Er war auf dem Weg raus, hat den Ball nicht berührt, gar nichts. I don't know, ich weiß es nicht. Hätte das da geklingelt, wäre das 1:0 gefallen, wäre das Spiel ganz klar völlig anders gelaufen, aber hätte Fahrradkette, sei mal dahingestellt. Anscheinend ist ja irgendwelche neuen Regeln und es war ja alles regelkonform und alles gut. Wobei es halt auch super lächerlich ist, dass man das ganze Tor feiern lässt, dann geht man zum Mittelkreis, will anpfeifen und dann sagt man den Schiedsrichter, ja, geh du mal raus, guck dir das mal an und entscheide das. Wofür haben wir denn die ganzen Fotzengesichter da irgendwo im Keller hocken, Alter? Wenn das doch angeblich so eine klare Regel ist und so ein klarer Fall, ja, dann muss man doch einfach sagen, wenn das Tor gefallen ist, hallo Herr Schiri, das war abseits. Pfeif abseits. Punkt. Gut, alles gut, kann man mit leben.
kann man natürlich dann auch nicht mit leben, aber ist natürlich dann eine ganz andere Vorgehensweise, als erstmal da feiern lassen, die Leute da zum Anstoß schicken, er will anpfeifen und nein, dann kriegt er eine Nachricht, ja geh mal bitte raus, wir können das nicht entscheiden, guck dir das mal bitte an und entscheide du das. Alter, da könnte ich abdrehen bei, weil der Schiedsrichter war absolut kein Heimschiedsrichter, ja, wenn man, ohne Scheiß, der Schiedsrichter war heute aus meiner Sicht mit Fanbrille auf, gar keine Frage, ja, war der auf jeden Fall zu 70% auf Gladbacher Seite. Und dann ist es doch ein Witz, ja, ein Witz, das den Schiedsrichter auf dem Feld entscheiden zu lassen, wenn wir irgendwelche Pappnasen in irgendeinem verfickten Keller sitzen haben, die so eine Scheiße entscheiden sollen. Was soll denn der Mist? Man sagt ja auch nicht, wenn ein Tor erzielt wurde, was dann doch abseits ist, dann sagt man ja auch nicht, ach nee, komm, geh mal raus, guck du dir das mal an und entscheide du das mal. Nee, dann entscheiden das auch die Pissbirnen in dem Keller. Alter, was soll denn sowas? Alter, bei denen dann wundern sich, dass man die Glauben oder die Lust am Fußball verliert. Alter, das ist so lächerlich. Wie gesagt, für mich ist es auch unbegreiflich, dass das ein Abseitstor war. Ja, das ist für mich unbegreiflich. Aber sei mal dahingestellt, ist ja anscheinend alles regelkonform. Die Art und Weise, wie das gemacht wurde, absolute 6. Ja? Und um auf den Schiedsrichter zu kommen, was der teilweise gepfiffen, die Gladbacher, die brauchtest du nur angucken, da lagen die auf dem Boden, da wurde jedes Mal gepfiffen. Jedes Mal. Was war's? 92. oder was? Wo der Sané am 16er von Gladbach umgenietet wurde? Gar nichts. Null. Da riecht der Sané sich zu Recht auf. Zu Recht. Wohlgemerkt, zu Recht. Ja, und kriegt dafür noch die gelbe Karte. Ist doch wohl eine klare Fehlentscheidung vorher gewesen. In einem Spiel, wo es um Punkte geht, ist das eine klare Fehlentscheidung. Und wenn es einen Freistoß am 16-Meter-Raum gibt, wäre das eine klare Torchance. Warum kommt da keine Pissbirne aus dem Keller und sagt mal, hey Schiri, das war ein klares Foul? Gibt's nicht. Gibt's ja auch nicht bei einer klaren Ecke, die uns nicht gegeben wurde. Eine Ecke ist auch jedes Mal eine Torchance. Nein, da gibt das auch nicht. Nicht nur bei uns, das gibt's gar nicht. Da kommt keine Korrektur aus dem verfickten Keller. Und das ist ja auch eine klare Fehlentscheidung. Man redet ja immer davon, das müssen klare Fehlentscheidungen sein. Ja, das war ein eindeutiges Foul. Wenn ich das nicht pfeife, ist es eine eindeutige Fehlentscheidung. Wenn der Sommer den Ball zur Ecke haut und es gibt Abstoß, ist das eine eindeutige Fehlentscheidung. Wofür sind die Pisser denn da in diesem Keller? Dann sollen sie die Scheiße wieder abschaffen und dann können wir alle damit leben. Aber es kann doch nicht sein, dass immer mit zweierlei und dreierlei Maß gemessen wird. Ich meine, das ist ja nicht nur bei uns so. Es hat uns jetzt mal betroffen, da rege ich mich dann drüber auf, ja. Aber es passiert ja auch bei anderen Spielen, wo dann, obwohl Leute da in diesem verkackten Keller hocken, es einfach keine Gerechtigkeit gibt. Und dass man dann die Verantwortung aus diesem verfickten Keller auf den Schiri abwälzt, der da auf dem Platz steht und der schon das ganze Spiel parteiisch pfeift, ist ja wohl der Oberwitz. Er hat ja auch er hat ja nur eine Millisekunde gebraucht. Kurz drauf guckt, abseits. Ja, na klar, aber vorher im Keller brauchten die 5 Minuten, um überhaupt einmal darauf zu kommen. Ja, was machen wir denn? Zeigen wir Ihnen das nochmal oder nicht? Und er guckt eine Millisekunde drauf und sagt, es ist abseits, oder was? Leute, was wollt ihr mir denn erzählen? Das nimmt doch den Fußball die ganze Glaubwürdigkeit. Junge, Alter. Boah, ihr merkt, ich bin immer noch auf 360 innerlich, ja? Also, auch was der Schiri teilweise gepfiffen hat, war unterste Kanone, Leute. Ganz ehrlich. Kleinig wie eine Pussy, das ist schon mal das Erste. Und wie gesagt, wir konnten gar nicht pressen. Wir haben versucht zu pressen. Wir sind ran an den Mann. Der hat sich auf den Boden geschmissen. Pfiff. Erste Halbzeit Kimmich und Sabitzer. Genau dieselben Situationen. Gab es keinen Pfiff, wurde weitergelaufen. Sind Halbchancen, die wurden ja nicht zu Ende gespielt, für Gladbach entstanden. Zweite Halbzeit. Da war nicht nur das Sané-Ding, da waren noch 2, 3 Szenen, wo es genauso war. Wo nichts gepfiffen wurde. Gegen Coman auch. Leute, das geht nicht. Ja, dass man kein Heimschiedsrichter sein möchte, schon gar nicht für Bayern und so, kann ich alles verstehen. Ja, aber ich meine, es waren genug Fehlentscheidungen gegen uns auf dem Platz. Ja, und dann hat man doch angeblich diesen neutralen Keller da unten. Und dann kann es nicht sein, dass dieser dann noch sagt, ja, geh dir das mal angucken. Nee, das kann nicht sein, Leute. Ändert jetzt nichts am Ergebnis oder was. Wie gesagt, ich mache unserer Mannschaft absolut gar keinen Vorwurf, abgesehen von den Standardsituationen. Da muss man ein bisschen mehr raus machen. Wenn man halt nicht mehr diesen Stoßstürmer da vorne hat, obwohl ich da jetzt auch nicht gesehen hätte, wenn da jetzt ein Levi gestanden hätte oder sonst wer, hätten wir auch nicht mehr aus den Standardsituationen gemacht. Ja, da muss man die Standardsituation ein bisschen anders ausspielen. Wir haben unter Guardiola auch ein paar andere Varianten drauf gehabt. Das ist das Einzige, was man der Mannschaft so vorwerfen kann. Ansonsten, die Stimmung war mega gut bei uns. Das Stadion hat gebrannt, das hat mir richtig gut gefallen. Das kam auch am Fernseher rüber. Ich war auch Feuer und Flamme. Ansonsten, die Mannschaft hat gewollt. Der Nagelsmann war unter Feuer, hat mir richtig gut gefallen.
Ja, man hat's gesehen, ne? Es gibt keinen Vorwurf. Wir haben 'n super, super, super Spiel gemacht. Wir haben gefightet, gekämpft, wir haben alles rausgehauen. Wir haben halt einfach heute nicht das Quäntchen Glück gehabt oder andersrum das Quäntchen Pech und Gladbach das Quäntchen Glück und dann spielst du so 'n Spiel halt 1:1, ja, und gut ist. Mein Gott, passiert halt, ja. Aber die Art und Weise, so was Schiedsrichtergespann und so anging, das, ja, war meines Erachtens, ja, der ganzen Sache nicht würdig. Kommen wir vielleicht mal ein bisschen zu den Spielern. Fahren wir mal einen Tacken runter. Neuer war beschäftigungslos. Ja, er hat 2 Kullerbälle. Wir haben es ja gesehen, die hatten 3 Schüsse aufs Tor. Das waren 2 Kullerbällchen. Das Ding gegen Thuram, wie gesagt, wenn er auf der Linie bleibt, denke ich, er wird das Ding halten. Oder vielleicht kommt Upa sogar noch mit einer Grätsche ran. Kurz davor, wer weiß. Dass er da so rauskommt und dann so halb da steht. Ja, also wäre er auf der Linie geblieben und der Thuram hätte den Ball genauso gespielt, hätte dann aufgepickt, wäre gut gewesen. Auf der anderen Seite habe ich ja schon gesagt, im Nachhinein ist man immer schlauer. Wa? Von daher würde ich Neuer eine 3 geben. Fonsi würde ich auch eine 3 geben. Hat ein paar gute Szenen gehabt, auch ein paar gute, 2 Abschlüsse versucht. Hat aber auch ein bisschen Schatten gehabt, muss man auch fairerweise sagen. Allerdings, nach hinten hin hat er sich keine Blöße gegeben. Wie auch, Gladbach war nicht existent nach vorne. Ne? Machen wir uns nichts vor. Also ich denke, man hat gesehen, dass Fonsi heute mehr ein linker Außenstürmer war wie ein linker Verteidiger. Und klar ist es super schwer gegen Gladbach, wenn die da mit 9 Mann hinten verteidigen. Und die haben es gut verteidigt. Ja, das kann man natürlich auch sagen, keine Frage. Aber wenn das so der Anspruch einer Gladbacher Mannschaft ist, wenn man nach München fährt, dann ja, aber gut. Anderes Thema, habe ich schon was zu gesagt. Fonsi würde ich eine 3, eine gute 3 geben. Luki, also Hernandez, ja, können wir schwer bewerten, würde ich auch eine 3 geben. War relativ wenig zu sehen. Die Zweikämpfe, die hinten zu machen waren gegen Thuram, hat meistens Upa gemacht. Ein, zweimal hat er aber mitgeholfen, also von daher ganz souveräne Leistung. Hat ein paar gute Diagonalbälle auch gespielt von hinten raus, ja, das muss man auch mal klar sagen. Hat auch ein, zwei Läufe da nochmal probiert, aber defensiv waren wir ja wirklich nicht gefordert. Der Einzige, der gefordert war Upa. Gerade erste Halbzeit hat Thuram noch ein, zwei Sachen versucht, aber er hat halt einfach nicht einen Zweikampf gewonnen gegen Upa. Upa hat jedes Mal abgekocht, ja. Wie gesagt, das Ding dann, würde ich, ja, klar, individuelle Fehler kannst du Upa ankreiden. Ich kreide ihn das nicht an. Für mich hat der Upa ein super Spiel gemacht, ich würde ihm eine 2 geben. Wie gesagt, so ein Ding kann immer mal passieren. Ist halt wie es ist. Er hat super nachgesetzt, war noch drin im Zweikampf. Wer hätte ihn umnieten können, hätte er die rote Karte gesehen, hätte auch nichts gebracht. Von wegen Schiri gespannt. Ich meine, beim Sané, klar, kann der Sané das Ding auch reinmachen. Er wurde aber auch getroffen. Er hätte sich auch fallen lassen können. Hat er nicht gemacht, was ich ihm hoch anrechne. Aber auch da, ja, dann kann man auch mal intervenieren, wenn das kein Tor wird. Dann kann man auch mal sagen, dass das noch ein Foul war. Es ist immer so, es gibt einen Foul, der Spieler läuft weiter und dann tut man immer so, ja, es war kein Foul. Es gab kein Foul in diesem Spiel, oder was? Verstehe ich auch immer nicht. Da wird immer mit zweierlei Maß gemessen. Jetzt nicht nur bei uns, sondern generell. Ein Spieler wird gefoult, läuft aber weiter, versucht den Torschuss. Ja, dann zählt der Torschuss und das Foul ist vergessen. Aber wehe, du schießt, wehe, es läuft einer aus dem Abseits raus, der kann nur jetzt am Spiel teilnehmen, dann wird noch Abseits gepfiffen. Leute, also, fällt mir ein Ei aus der Hose. Pavard würde ich heute auch eine 2 geben, hat für mich ein Bärenspiel gemacht. Am Anfang auch schwer reingekommen, aber ansonsten, was der alles versucht hat, Alter. Bärenstark, also wirklich, bärenstark einfach. Zweikampfstark, hat er außen, ja, also heute war Coman auf der Linie, musste er nicht nach ganz außen laufen, ist dann mal ab und mal ein bisschen eingerückt, hat aber auch ein paar Flanken noch versucht, jede Zweikämpfe sich reingehauen, alles, hat mir richtig gut gefallen. Sabitzer hat mir auch gut gefallen. Sabitzer hat mir erste Halbzeit, gerade ersten 25 Minuten, war Kimmich echt nicht auf der Höhe. Da war Sabitzer definitiv der Bessere. Hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, in meinen Augen. Wurde dann ausgewechselt, würde ich ihm auch eine gute 3 geben. Kingsley Coman würde ich auch eine 3 geben. Hat ein, zwei super Weltklasse-Aktionen gehabt, aber auch mit Pech dann. Ja, ob man das eine Ding, wo er sich die 3 Mann dann noch austanzt und dann den Winkel aufs Tor schießen muss, weiß ich nicht, ob man ihn dann nicht nochmal in den Rückraum legen könnte oder so, aber klar, wenn man so Lauf hat, sich durchgetanzt hat und so, verstehe ich natürlich auch, dass man da den Torschuss nimmt und nochmal klugscheißen. Im Nachhinein können wir immer alle ganz gut. Also King würde ich heute auch eine 3 geben.
Hat natürlich auch ein schweres Spiel gehabt. Wie gesagt, Gladbach stand halt hinten einfach nur drin. Ja. Und ja. Außen haben sie freigelassen, er hat genug Raum gehabt. King hat dann ein, zweimal versucht, in den Strafraum reinzudribbeln und so weiter. Aber das ist natürlich auch nicht ganz sein Spiel. Sein Spiel ist natürlich auch mehr, wenn er mit Speed kommen kann. Was auch 2, dreimal der Fall war. Ja, deswegen eine 3. Kimmich würde ich heute auch eine 3 geben. Umso länger das Spiel ging, umso besser wurde er. Wie gesagt, ersten 25 Minuten war er nicht auf der Höhe. Hat ganz, ganz viel, wenn wir einen Ballverlust hatten, war es Kimmich. War auch immer hinten dran, ist gar nicht in die Zweikämpfe gekommen, ist immer so ein bisschen hinterhergelaufen. Ja, war ein bisschen schwierig, da habe ich schon ein bisschen Angst gehabt, so, weil unsere Sechser sind ja immer super wichtig, was so die Defensive anbelangt, aber gut. Ich hätte mir noch gewünscht, und weil wir gerade bei den Sechsern sind, wo dann Musiala eingewechselt wurde, dass er ihn auch hätte vorne reingestellt. Ganz ehrlich, wir hätten in der Phase auch mit einem Sechser, wir hätten auch ohne Sechser spielen können. Aber da kommen wir gleich nochmal ein bisschen zu. Also Kimmich eine 3, Sané würde ich auch eine 3 geben. Hat das Tor noch gemacht dann. Hat ansonsten auch wirklich gute Aktionen gehabt, hat aber auch, ich erinnere mich an einen Zweikampf, wo er wirklich hinterhergegangen ist, wo er richtig dagegen gehalten hat. Super stark, hat mir richtig gut gefallen. Hat aber dann wieder ein, zwei Aktionen gehabt, wo er gesagt hat, ja, scheiß drauf, ich bleib jetzt stehen und so. Das muss er einfach noch abstellen, ja. Er ist auf jeden Fall auf dem aufsteigenden Ast. Aber heute wäre Musiala auf der Position, die Sané gespielt hat, die bessere Wahl gewesen. Hätte Sané daneben stellen können, gar keine Frage. Waren ja dann zum Schluss auch 10 Minuten zusammen auf dem Platz. Man hat ja gesehen, dass das geht. Ja, das ist meine Meinung. Ich denke, Musiala hätte bei der Dichte in der Mitte, die Gladbach hatte, hätte er mehr rausgeholt als der Sané. Sané war immer anspielbereit vorne, aber hat den Ball dann auch meistens nur tropfen lassen oder quergelegt oder so. Da fehlte mir so die überraschende Aktion, die halt so Musiala hat. Musiala nimmt den Ball an, dreht sich in die andere Richtung und marschiert. Das ist aber auch nicht Sanés Spielweise, deswegen ist das keine Kritik oder sowas an ihm. Wie gesagt, er hat ein gutes Spiel gemacht. Von daher auch eine 3. Müller kann ich heute echt schwer einordnen irgendwie. War mega engagiert, auf jeden Fall. Raumdeuter hat heute keinerlei Räume gefunden, was dann auch wieder ein Lob für die Gladbacher Defensive ist. Hat sich dann auch mal auf Außen fallen lassen und so. Hat natürlich das eine Ding super vorbereitet, was ja dann angeblich abseits war. Oder abseits, nicht angeblich laut Regeln abseits ist. Das Tor von Mané. Ich denke schon, dass der Müller den auch so gewollt hat. Aber ansonsten hat er natürlich auch heute schwer gehabt, wenn die da alle so hinten da drin stehen. Ja, keine Ahnung. Ich würd ihn auch bei einer 3 sehen. Wie gesagt, heute hat keiner schlechtes Spiel gemacht. Die haben alle geackert, die haben alle Gas gegeben. Die waren alle fickrig in den Zweikämpfen, hat mir richtig gut gefallen. Dass man nie ausgewechselt wurde, fand ich ein bisschen schade, weil ich eigentlich fand, er hat sehr, sehr gut gemacht dann. War am Anfang auch ein bisschen schwer reingekommen, ne, weil so keine Räume und so, hat sich dann aber auch immer mehr mal nach außen, mal in die Mitte tiefer fallen lassen und so, war sehr variabel, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ja, hat das Tor gemacht, hat noch ein Abseits-Tor gemacht, was halt Abseits war. Ja, fand ich ein bisschen schade, dass er ausgewechselt wurde, würde ich auch bei einer 3 sehen. Ja, dann 68. kam Musiala rein. Und wie gesagt, wir schenken uns Noten bei den Einwechslungen, auch wenn es 20 Minuten sind. Hat für mich einen sehr, sehr guten Job gemacht. Ich fand es ein bisschen schade, dass er ihn erst auf 8 gebracht hat. Ja, zum Ende hin hat Musiala das ja ein bisschen selbst in die Hand genommen. Oder vielleicht kam auch die Anweisung von außen. So die letzten 10 Minuten war er halt vorne mit dabei. Hätte man da schon machen können, meines Erachtens nach. Gnabry, ja, hat er den einen Schuss noch gehabt, den der Sommer da noch gut gehalten hat. Ansonsten war Gnabry jetzt nicht wirklich ein Faktor für die, ja, wenn man Nachspielzeit dabei nimmt, auch mit Musiala waren es 30 Minuten knapp. Ja, gut. Aber auch da, er ist halt auch nicht der Spieler, er ist halt auch der bessere Spieler, wenn er ein bisschen Raum hat, ne? Wenn er mit Speed kommen kann. Hat es natürlich ganz gut gemacht. Aber jetzt nicht so super auffällig irgendwie. Ja. Matthias de Ligt, oder Matthias, wie wir ihn nennen hier, ja, hatte die Riesenchancen noch gehabt, hat auch volles von durchgezogen. Hat mir sehr gut gefallen, hat der Sommer natürlich auch gehalten. Wie gesagt, er hat heute einen Sahnetag gehabt. Ansonsten, wo er eingewechselt war, habe ich gedacht, jo, wir stellen jetzt auf Dreierkette. Jamal geht richtig nach vorne und lässt einen Kimmich davor als Sechser und das war's. Dass er dann vorne reingeht und wir dann
in der Zeit, wo er eigentlich reingekommen ist, haben wir halt keine Flanken mehr geschlagen. Das fand ich ein bisschen schwierig. Ich meine, wenn man ihn bringt, dann hätte man ihn auch wenigstens mit 1, 2, 3 Flanken füttern können. Das haben wir halt gar nicht gemacht. Selbst die Ecke haben wir dann nicht reingeschlagen, die haben wir dann kurz gespielt. Weiß ich nicht, ob er einfach 1, 2 Innenverteidiger binden sollte von Gladbach, dass die anderen ein bisschen mehr Raum haben. Könnte ich mir schon vorstellen, dass das so die Idee war und wir deswegen dann nicht die Flanken gebracht haben. Ich persönlich fand es ein bisschen schade. Ich persönlich fand es auch ein bisschen schade, dass man nicht noch, wie ich schon letztes Mal sagte, den Tell zum Beispiel gebracht hat. Ich fand es auch ein bisschen komisch, dass man dann den Sané rausgenommen hat. Habe ich nicht ganz verstanden. Er hat das Tor gemacht, war zu der Zeit wirklich gut im Spiel. Weiß ich nicht. Hätte man auch den Müller rausnehmen können und den Matthias vorne reinstellen können und man hätte den Sané noch mit dem Wusler nochmal drumherum gehabt. Hätte ich persönlich mehr gefühlt. Aber ansonsten war es heute auch schwer, jemanden auszuwechseln, weil einfach alle gut waren. Ja, es war heute keiner, der schlecht war. Das muss man mal ganz klar so sagen. Von daher kann ich schon verstehen, dass es dann schwer ist zu sagen, ich wechsle jetzt irgendwen aus, ja. Nochmal, für mich persönlich wären Musiala eher ins Spiel hätte reingekommen müssen, so wie die Mitte dicht war. Vielleicht hätte man Coman opfern müssen auf Außen. Ich meine, die Gladbach stand eh nur mittig. Über Außen mit den Flanken waren wir nicht wirklich gefährlich. Vielleicht hätte man da eher sagen müssen, yo, ich nehme King raus. Bring Musiala und stell Musiala rein und schieb Sané ein bisschen nach links. Links Halbfeld, Müller rechts Halbfeld. Und mit einem Mané vorne. Ich denke, da wäre einiges mehr gegangen. Aber auch da im Nachhinein kann man sowas immer leicht sagen. Und wie gesagt, wir haben ja so uns genug Torschüsse. Wir haben es gesehen in der Statistik rausgespielt. Wir haben uns genug Ecken rausgespielt. Wir haben genug Chancen gehabt. Es ist ja nicht so, dass wir keine Chancen hatten. Wir haben ein super Spiel gemacht. Von daher gibt es nichts zu kritisieren, auch nicht an den Auswechslungen. Ja, wie gesagt, ich hätte es mir ein bisschen anders gewünscht vielleicht. Aber wahrscheinlich wäre es heute eh nicht anders gelaufen. Ja. Uns hat heute einfach so ein bisschen das Spielglück gefehlt, was man halt manchmal hat. Ja, ansonsten, ja, guckt euch an, wer es noch auf der Bank saß und was nicht reinkam. Also Möglichkeiten sind genug da. Wie gesagt, Mund abputzen, runterfahren, sich ein bisschen abregen, was ich jetzt hier mit dem Video getan habe. 1:1, ich bleibe dabei, dass es ein völlig unverdienter Punktgewinn für Gladbach ist. Und dass es eine Schande ist für Gladbach, wenn die sich da hinstellen sollten und den Punktgewinn feiern sollten. Als Fan, ja, kann man das vielleicht machen. Weiß ich nicht. Auch da würde ich mich eher... Ja, weiß ich nicht, ob man das feiern muss. Aber am Ende des Tages ist es Fußball. Fußball ist ein Ergebnissport. Von daher, ja, hat Gladbach einen Punkt geholt, wie auch immer. Sei dahingestellt, können sie sich verfeiern. Und ja, das ist Fußball, wa? Ich meine, wir können am Ende des Tages ja froh sein, dass wir das Spiel nicht verloren haben, weil, sind wir ehrlich, so wie es gelaufen ist heute, hätte das natürlich auch sehr, sehr gut passieren können. Ja, wie ich schon sagte, der Schiri hat in meinen Augen da ein sehr, sehr gutes Teil zu beigetragen. Also das komplette Schiri-Gespann plus Keller und was weiß ich, wo überall irgendwelche Schiedsrichter hocken und irgendwas entscheiden. Nochmal, ich fand es ein super Spiel von unserer Mannschaft. Ich fand den Einsatz, den Ehrgeiz, ich fand die Stimmung im Stadion mega gut. Ich fand mega gut, dass der Nagelsmann auch ein bisschen rumgeflippt ist. Da hat man halt heute mal gesehen, dass er wirklich unter Feuer ist und wie wichtig das Spiel ist gegen Gladbach und dass wir unbedingt gewinnen wollten und dass wir unbedingt ein gutes Spiel machen wollten. Das haben wir getan. Ja, wir haben das Spiel nicht gewonnen. Ja, aber da geht ja keine Welt unter, wa? 4. Spieltag, ich glaube, wir sind immer noch Tabellenerster. Und ich denke, man hat heute gesehen, dass die Mannschaft will. Ja, und dass da auch keiner, dass da keiner nicht will oder sowas. Ja, ich fand es auch gut, dass er erstmal nicht gewechselt hat zur Halbzeit. Gerade auch für den Upa. Ja, und man hat gesehen, dass der Upa hat es abgeschüttelt und auch völlig zu Recht. Ja, wir haben der konstanteste Spieler mit. Ja, gut, Hernandez ist auch konstant, aber Upa ist einfach nochmal, wenn man die Zweikämpfe sieht und so weiter, war er schon nochmal so ein bisschen der dominantere. Ja, und so ist es halt. Ne? 1:1, 4. Bundesligaspieltag, nächstes Spiel ist, glaube ich, Pokalspiel am Mittwoch, ne, gegen Viktoria Köln. Ja, ich denke, da wird die zweite Garnitur in Anführungsstrichen
ein bisschen Spielzeit kriegen. Ich denke, da wird immer Mats Rauig spielen und ein Gravenberg, gehe ich von aus. Die werden da von Anfang. Vielleicht sehen wir auch einen Tell, der da vielleicht mal anfängt. Da würde ich mich drüber freuen. Ich denke auch, ein Matthias wird da anfangen und so weiter. Ich denke, da wird schon mal ein bisschen rotiert werden. Weil danach geht es ja dann los. Dann spielen wir in Berlin gegen Union. Das wird auch nicht einfach. Dann spielen wir in Mailand gegen Inter. Und dann knallen die englischen Wochen halt rein. Ne? Wir spielen alle 3 Tage dann. Ne? Also dann spielen wir zu Hause gegen Stuttgart. Dann spielen wir gegen Barca zu Hause. Dann spielen wir gegen Augsburg. Und dann ist mal 14 Tage Pause, weil dann wahrscheinlich Länderspiel scheiße ist. Ja, also jetzt knallt Schlag auf Schlag alle 3 Tage ein Spiel. Heißt auch alle 3 Tage hier ein Video. Ich kann darauf verzichten, dass es so aufbrausend emotional ist, wie es war. Ja, ich entschuldige mich für irgendwelche Kraftausdrücke, die ich rausgeballert habe. Habe ich beim dem Fernseher noch ein paar andere entgegengeworfen. Aber ihr wisst schon aus letzter Saison, Gladbach ist für mich so neben Dortmund. Ja, selbst Dortmund ist für mich sympathischer wie Gladbach. Ja, Gladbach ist für mich einfach der absolute Club, den ich einfach auf den Tod nicht leiden kann. Ja, da reagiert man einfach ein bisschen emotionaler und ja, so ist es halt. Nichtsdestotrotz, Leute, rot-weiße Grüße gehen raus, bleibt gesund und wir hören uns, wenn ihr Bock habt, Donnerstag. Viktoria Köln sollte kein Stolperstein sein. Ich denke, man hat heute gesehen, dass die Mannschaft sehr, sehr gefestigt ist und will. Ja, und auch wenn man 0-1 hinten liegt, sich nicht beirren lässt und ja, ich denke, wir müssen uns keinerlei Sorgen machen und ich freue mich schon auf die Spiele in Berlin gegen Union. Ist auch wieder dann Spitzenspiel, Platz 1 gegen 2. Wird sehr interessant werden. Dann in Inter Mailand, super interessant. Dann spielen wir gegen Stuttgart, habe ich ja gerade schon gesagt, Südgipfel. Dann zu Hause gegen Barca und dann das andere Bayern-Derby in Augsburg. Ja, da haben wir jetzt ein paar sehr, sehr interessante Spiele vor uns. Ja, ich denke, wir können uns auf einige, nehmen wir mal Viktoria Köln jetzt raus, danach auf einige hochklassige Spiele freuen. Auch Stuttgart und Augsburg sollte man nicht unterschätzen. Immer diese halben Derbys da ist auch immer gut was los. Und so, das war's jetzt aber wirklich. Rot-weiße Grüße, haut rein, bleibt gesund. Bis dann, ciao.